Ja, und bei mir ist jetzt Jochen Ott, der Kandidat für die SPD im Namen der Ott. Ist das der schwerste Moment in Ihrer bisherigen politischen Laufbahn? Nein, das ist es sicherlich nicht. Es ist schon eine ganz besondere Situation, aber vor allen Dingen durch das, was gestern passiert ist. Weil Wahlen in Köln stehen scheinbar unter keinem guten Stern, und was wir da in den letzten Monaten insgesamt in der Stadt erlebt haben, das betrifft mich mehr. Es geht jetzt darum, gemeinsam diese Stadt nach vorne zu bringen. Und ich gratuliere Henriette Reker ganz, ganz herzlich. Sie ist die neue Oberbürgermeisterin. Ich habe ihr auch Genesungswünsche eben schon ausgerichtet, weil ich hoffe sehr, dass sie dann das Amt als Oberbürgermeisterin bald antreten kann. Und ich reiche ihr die Hand auch zur Zusammenarbeit, weil die Stadt braucht jetzt stabile Mehrheiten für die nächsten Monate, damit wir aus dieser ganzen Situation am Ende gut rauskommen. Jetzt haben Sie ja auch persönlich einen sehr langen, noch länger als eigentlich geplanten Wahlkampf hinter sich gebracht, sehr kräftezehrend. Sie haben gerade auch schon mal ein bisschen Trost gekriegt von der Familie. Können Sie jetzt so kurz, nachdem das Ergebnis ja so mehr oder weniger feststeht und Sie ja schon gesagt haben, dass Sie Frau Reker gratulieren, haben Sie schon eine Vorstellung davon, woran es gelegen haben könnte? Ja, das wissen Sie natürlich selber ganz genau. Wir haben ein Machtvakuum, was sich der ehemalige Oberbürgermeister sozusagen auch, was er auch verantwortet. Und in dieser Situation ist dann so entstanden, dass 5 Parteien gegen uns sozusagen sich zusammengeschlossen haben. Das hat es in dieser Form ja noch nie gegeben, auch in der veröffentlichten Meinung. Wir hatten es nicht leicht, und wir haben trotzdem unser Kommunalwahlergebnis halt verbessern können. Aber das reicht halt nicht. Die anderen haben es geschafft, ihre Parteiergebnisse zusammenzuwerfen. Das ist ihnen scheinbar gelungen, obwohl sie auch nicht alles voll ausgeschöpft hatten, was möglich gewesen wäre. Aber dann mit einer solchen Situation wie gestern, dann auch noch eine zusätzliche Verschärfung sozusagen der Situation, das alles. Ich habe leidenschaftlich gekämpft. Ich hoffe weiter, dass das gute Argument zieht. Ich habe bisher in meinem Leben immer versucht, da wo ich Verantwortung habe, für die Menschen viel zu erreichen. Insofern bin ich froh und dankbar all denen, die mich unterstützt haben, die für mich jeden Tag leidenschaftlich gekämpft haben. Und ehrlich gesagt, die meisten Sorgen mache ich mir darum, das ist mir heute Morgen erst so bewusst geworden, dass gestern genauso ich hätte betroffen sein können mit meinen Rosen in der Hand, und die vielen Ehrenamtler, die für mich jeden Tag auf der Straße und für die SPD auf der Straße gestanden haben, auch. Und das ist eigentlich das Schlimme. Wir müssen gemeinsam als Demokraten uns einsetzen dafür, dass so eine rechte, sinnlose Gewalt in dieser Stadt nicht Platz greift. Und dafür möchte ich alles mit den anderen Parteien gemeinsam tun. Vielleicht ist das jetzt auch eine Chance zum Innehalten und nach vorne gehen. Und ich glaube, insofern war das eine bemerkenswerte Zeit, die ich natürlich auch verarbeiten muss. Ich glaube, das kann man so stehen lassen, Ihre Worte, was rechtsradikale Gedanken und vor allen Dingen auch solche Taten angeht. Ich glaube, da muss man gar nichts mehr hinzufügen. Sie sprechen von dem Machtvakuum, was es in der Stadt gibt, und Handreichung. Haben Sie schon eine Vorstellung davon, wie die Zusammenarbeit mit den Grünen in Zukunft aussehen wird, die sich ja im Grunde genommen mit ihrer Kandidatin Frau Reker mehr oder weniger gegen ihren eigentlichen Koalitionspartner hergestellt haben? Wie kommen Sie denn da wieder zusammen mit der Handreichung? Also ich habe jetzt einen langen, intensiven Wahlkampf hinter mir. Ich glaube, die meisten Menschen in der Stadt wissen zumindest, wer ich bin. Und ich glaube, es ist auch ziemlich deutlich geworden, für was ich stehe. Und ich bitte um Verständnis, dass ich heute Abend jetzt darüber nicht sprechen will. Ich werde Frau Reker besuchen, sobald das möglich ist, und ihr die Hand reichen und dann auch mit den anderen Parteien in Köln natürlich darüber reden. Aber zum jetzigen Zeitpunkt geht es erstmal darum, das Ergebnis zur Kenntnis zu nehmen und vor allen Dingen darauf zu hoffen und dafür zu beten, dass Frau Reker möglichst bald wieder fit wird. Eine letzte Frage zur Wahlbeteiligung, die liegt bei knapp 40%. Glauben Sie, dass die Ereignisse gestern noch mal einen Einfluss darauf gehabt haben, auch zu Ihren Ungunsten vielleicht sogar? Oder wo wären wir vielleicht, das ist jetzt Spekulation, kann man zufrieden sein? Das ist vielleicht die entscheidende Frage. Kann man zufrieden sein mit 40%? Wir hatten eben die Wahlleiterin Frau Klug da, die sagte, Mensch, wir haben uns 40% vorgenommen. 40% ist doch eigentlich ganz gut bei einer Personenwahl, wenn nicht noch der Rat gewählt wird. Ich persönlich würde sagen, das ist eigentlich keine besonders gute Zahl. Wie sehen Sie das? Wir haben uns daran gewöhnt, in vielen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens und auch in der Bundesrepublik, dass wir Ergebnisse von 40% schon fast als erfolgreich sehen. Aber ich glaube in der Tat, dass da was anderes bei nochmal deutlich wird. Wir müssen uns Gedanken machen, und zwar sowohl die Medien als auch die Politik, als auch die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam deutlich machen, wie viel wert ist uns unsere Demokratie. Und offen gesagt, ich möchte gerne, dass mehr Leute bereit sind, so wie ich in den letzten 9 Monaten, zu sagen, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, und ich werbe auch für mich.
Und das fällt natürlich manchmal schwer, wenn die Leute auch mitkriegen, welche Häme, welche Beleidigungen und welche Dinge manchmal so stattfinden. Deshalb glaube ich, ein Innehalten, gerade auch in Köln, gerade auch nach den letzten Monaten, glaube ich, tut allen gut. Und es ist schlimm genug, dass mit diesem feigen rechtsradikalen Anschlag jetzt auch noch eine ganz andere Dimension da wieder mit reingekommen ist. Aber umso wichtiger wird für unsere Demokratie zu arbeiten und für unsere Demokratie zu kämpfen. Würde ein Innehalten auch bedeuten, dass Sie Ihre Rolle in der SPD überdenken? Bleiben Sie Vorsitzender oder gibt es da irgendwelche Überlegungen? Haben Sie sich vielleicht im Vorfeld überlegt zu sagen, Mensch, wenn ich es nicht schaffe, dann hänge ich es an den Nagel? Das Schöne ist, ich bin 41 Jahre alt, ich bin gewählter Vorsitzender. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum ich das nicht bleiben soll, gerade nach diesem leidenschaftlichen Wahlkampf, den wir mit so viel Unterstützung, Rückenwind gemacht haben. Ich glaube, die Kölner SPD ist untereinander so solidarisch und auch so begeisterungsfähig wie lange nicht. Es war ein leidenschaftlicher Kampf. Viele haben von morgens 4 bis nachts um 1:30 mit mir überall in Köln auf der Straße gestanden und haben dafür geworben. Und ich glaube, da haben wir wirklich angesichts der Gesamtsituation einen wirklich guten Job gemacht. Und ich bin mir sehr sicher, dass es noch viele Analysten geben wird, die irgendwann alles mal in den Blick nehmen werden. Jedenfalls, wenn man das zusammen sich anguckt, die gesamte Geschichte der letzten Jahre, da muss man ja feststellen, kein Drehbuchautor würde so ein Setting durchkriegen, weil alle sagen würden, das ist unrealistisch. Und was wir hier erlebt haben, das war schon eine spannende Zeit. Vielleicht doch irgendwann der Stoff für einen großen Film auf einem internationalen oder was auch immer Fernsehsender. Auf jeden Fall vielen Dank. Die Rechte habe ich. Die Rechte, die können wir dann unter uns aufteilen. Ja, nein, so weit kommt es nicht. Also es sollten schon die Akteure sein. Nein, aber Spaß beiseite. Es war schon eine sehr intensive Zeit und ich glaube, wie gesagt, dass alle Verantwortung haben. Es geht um diese Stadt und ich glaube, es ist jetzt allen deutlich geworden, dass diese Stadt wieder nach vorne kommen muss. Und wie gesagt, ich reiche Frau Reker die Hand, dass wir gemeinsam nach vorne gehen. Das ist jetzt das Gebot der Stunde. Vielen Dank, Jochen Ott, Kandidat für die SPD. Danke, dass Sie da waren. Danke auch. So kurz nachdem Jochen Ott gesagt hat, dass er Henriette Reker zum Wahlsieg gratuliert. Das waren die ersten Einschätzungen hier aus dem Rathaus und damit wieder zurück ins Studio.